Guten Morgen. Heute geht es weiter mit dem Weg zum Feldmarschall. Ich habe es gestern ja nicht geschafft, wurde kurz vor Schluss gestoppt. War nicht ganz kurz vor Schluss, aber ich wurde gestoppt. Und darum spielen wir heute weiter. Es fehlen 1, 2, 3, vielleicht so 4 Siege. Müsste theoretisch machbar sein. Wenn es heute nicht klappt, klappt es dann im Verlauf der Woche, in der nächsten Woche. Also wir haben da einen Russenspieler. Russen können gemein sein. Es ist nicht unbedingt eine ideale Starthand. Ich kann mit dieser Einheit anfangen, kann sie aber nicht gut verbessern, weil mein Veteranenpanzer fehlt. Falls er jetzt nichts spielt, spiele ich diesen da, damit der wenigstens in die Front kommt. Wäre ideal, wenn ich jetzt meinen Panzer kriegen würde. Wenn das auch nicht klappt. Also der muss ja mal in die Front, sonst spielt er irgendwas in die Front und das können wir dann nicht. Wenn ich die Front schon kriegen kann, muss ich die Front kriegen. Okay. Dann machen wir das so. Den Panzer angreifen kann er nicht. Den kann er zerstören. Den will ich eigentlich jetzt nicht opfern, um diesen Panzer wegzumachen. Wenn ich den schon im Deck habe, spiele ich den jetzt auch mal. Also ich brauche Karten von ganz links. Als nächstes muss ich... Okay. Der gefällt mir nicht. Da muss ich abwerfen, habe ich nicht so gerne. Aber der hat ja Hinterhalt, der zerstört beide. Zerstört er nicht, okay. Dann gehen wir mal in die Front. Da muss er schon ziemlich... Den kann er mir ja zerstören. Dann lassen wir das jetzt mal sein. Als nächstes kann ich diesen spielen. Tja. Setzen wir den noch ein da. Also der hat jetzt nur noch 2 Leben. Das ist natürlich nicht so viel. Ja, und jetzt kommt er.
Das heißt, ich muss hier in die Front. Und ich muss hier ebenfalls in die Front, damit sein Panzer ein bisschen arbeiten muss. Ah, jetzt kommt er noch. Jetzt ist es eine 10-10. Okay, wenn ich jetzt etwas einsetze hier, dann gibt es da schon mal 2 Schaden. Dann setze ich hier nochmal was ein. Greife hier an. Und setze hier nochmal was ein. Und Sieg. Erster Sieg habe ich. Nächste Runde, neuer Versuch. Was brauche ich noch? Habe ich gar nicht geschaut. Das ist ein Deutschland-Spieler. Die Frage ist, was spielt er? Weg. Ich brauche den und meinen Panzer. Genau. Setzen wir es mal ein. Dann kommt der Panzer und der in die Front. Der hat die deutsche Elite-Karte im Deck. Das sieht man eigentlich auch nicht mehr so häufig. Und der nimmt jetzt was für eine Elite-Karte? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Okay, ja. War jetzt keine Elite-Karte. Der zerstört mir jetzt meinen Panzer da. Kommt jetzt in die Front, zerstört diesen Panzer, da muss ich den opfern, um den wegzukriegen. Ah, macht er nicht. Okay. Der hat hier aber dann Schock. Okay, der kann hier angreifen mit Schock und mit diesem Panzer ebenfalls angreifen. Schaden machen kann er auch. Ja. So. Dann gehe ich hier in die Front und muss weg. Ja, das war jetzt auch wieder nicht so schön. Okay, was machen wir jetzt? Ich brauche mal den Flieger.
Und einmal Angriff. Okay, der hat 5. Der zerstört mir jetzt meinen Flieger. Oh, der zerstört meine Einheit. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, hätte ich zuerst diesen setzen sollen. Okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt ideal. Aber können wir machen, geht schon. Aha. Hast du wirklich das Gefühl, dass du damit überlebst? Wir nehmen diesen. Nein, wir nehmen diesen da. Dann überlebt der. Und als nächstes setze ich diesen da auf sein Hauptquartier. Ah, jetzt nimmt er mir den Panzer weg. Okay. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich einmal mit dieser Karte das Spiel gewinne. Also müsste es eigentlich klappen, dass ich hier 3 Schaden machen kann. Und es geht. Also der Gegner hat auch gerne die blaue Lagune im Spiel. Das heißt, es noch einmal gewinnen und ich bin Feldmarschall. Und 3 Panzer werde ich wohl auch noch hinkriegen. Dann hätte ich meine Tagesaufgaben erfüllt, ich wäre Feldmarschall. Und ich könnte diesen Titel auch rückwirkend für gestern noch dem Weltkatzentag widmen. Der Feind ist geortet. Da muss ich ihn nur noch zerstören. Wir haben einen Amerikaner. Wir haben zu teure Karten. Die lassen wir mal. Eigentlich ist der auch zu teuer. Okay. Da habe ich mal diesen Panzer. Kann ich setzen. Und dann habe ich nichts. Der müsste eigentlich bei 3 Credits auf die Hand kommen und nicht auf der Hand sein. Er hat jetzt noch nicht die Möglichkeit, die Front zu fluten mit Flugzeugen. Dann lasse ich meinen Panzer noch in der Reserve und spiele nächste Runde nichts. Okay. Der reduziert jeglichen Schaden um 1. Das heißt, wenn ich jetzt in die Front fahre, bringt das nicht wirklich viel. Aber ich muss die Front besetzen, sonst macht er es. Und mit diesem Flieger kann ich den ausschalten.
dieser Flieger bringt dann auch nichts, weil der Schaden geblockt wird, also muss der zuerst weg. Setzen wir diesen da. Falls ich keine Karte spielen kann, der in die Front und mit dem angreifen, dass dann diese Karte bereits eine 5-5 und könnte ja, überlebt unter Umständen nicht, weil er hat 6er-Karten, 6 Angriffskarten, die er einsetzen könnte mit Blitz. Und er hat genug Credits für die einzusetzen, falls er sie im Deck hat. Ich muss aber trotzdem in die Front. Nicht, dass er in die Front kommt, dann bin ich im Hintertreffen. Ah, interessant. Die wird unterdrückt, okay. Da habe ich ja jetzt ein ziemliches Problem, weil der zerstört mir jetzt diese Einheit. Und dann muss ich sicher diese Einheit abwerfen. Der zerstört zuerst diesen Panzer sowieso. Aber so überlebt sein Panzer nicht. Außer er hat eine +1/+1. Okay, er hat 4 Credits. Er könnte den jetzt buffen, den zerstören und ich muss meinen Flieger abwerfen. Ja, macht er auch. Okay, dann mein Flieger muss jetzt seine Karte wegmachen. Ab jetzt habe ich wieder eine Chance. Aber jetzt kann ich diesen Flieger nicht setzen, weil der zerstört er mir einfach. Der muss zuerst weg. Also werde ich den setzen müssen. Oder ich gehe mit dem in die Front, weil den kann ich sowieso nie wieder spielen. Also ich habe eine 6. Wenn er mir den aber dann zerstört mit irgendwas, muss ich schon wieder abwerfen. Aber ich habe noch einen zusätzlichen Credit. Okay, da hat er eine Schockeinheit. Wenn ich den bringe, 3, 4 hier angreife. Ich greife hier mal an. Braucht ein bisschen. Ich brauche einen Sturm. Wir nehmen diesen da, mit diesem Credit und die Schockeinheit kommt noch zum Zug. Also was wird er machen? Er wird müssen mit seinem Panzer meinen Flieger zerstören. Wenn er mit diesen beiden in die Front kommt, kann ich diesen zerstören mit meiner 6er-Karte.
6er Karte ist jetzt weg, ist nicht ganz so schlimm. Jetzt muss ich meine 6er Karte kriegen, genau. Jetzt kann ich hier 6 Schaden machen, da 2. Dann Schock weg und hier ein kleiner dezenter Mini-Angriff und fertig. So, was kommt als nächstes? Vermutlich der Matilda Frock. Der heißt Frock, weil er aussieht wie ein Frosch. Also den setzen, hier 4 Schaden machen. 4, 5. Und noch diesen da. Oder ich kriege was anderes auf die Hand. Okay, Blitz. Was nimmt der? Ah, da kommt sogar 3, 4, okay. Dann muss der weg. Diese Einheit, die geht mal in die Front. Und hier greifen wir noch an. Okay. Das war jetzt schlecht. Aber er hat seine Elite-Einheit verbraucht. Der nimmt Tod von oben. Aha. Doch kein Tod von oben. Okay, ich nehme jetzt meinen Flieger und meinen Brock. Macht natürlich jetzt keinen Schaden. Einen zusätzlichen Credit und du gehst in die Front. Ah, spannend. Okay. Ebenfalls sehr spannend. Okay, der ist ja jetzt... Aber der macht keinen Schaden mehr. Der macht nur 4 Schaden, nein. Der hat Hinterhalt. Ah, jetzt kommt Tod von oben. Okay, hat jetzt nicht ganz so funktioniert, oder?
es sein. Und Generalfeldmarschall. Wieder geschafft. Ah, Mist, der Panzer wäre in meiner Hand gewesen. Okay, dann, wie versprochen, habe ich es geschafft, mit meinem Veteranendeck zum Feldmarschall zu werden oder zu kommen. Ich hoffe, ich kann den einen oder anderen inspirieren, mein Deck zu kopieren und ebenfalls den Weg zum Feldmarschall voranzuschreiten. Dann wünsche ich doch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.